Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 10. Und den Käfig aufmachen? Wie sollen wir das machen ohne Schlüssel? Ich könnte euch helfen, aber dafür müsst ihr mir auch helfen. Das Haus durchsuchen lassen. Colombina, ich glaube, der Kleine weiss etwas. Im Hause Diego durchsuchten Capitano, Sergente Brigella und die Leibgarde des Dogen das Hause von Signore Diego. Im oberen Stock ist er auch nicht. Auf dem Dachboden ist auch nichts. Im Wohnzimmer ist alles durchsucht. Nix. Sehen Sie, wir haben nichts gemacht. Es fehlt auch nur etwas. Colombina nutzte diese Gelegenheit, denn Raffaele und Diego waren abgelenkt. »Wie heisst du, Kleine?« Federico. Bist du die schöne Colombina? »Du weißt, wer ich bin. Heißt das, du kennst den Arlecchino?« Federico blickte sich ängstlich um. »Du musst keine Angst haben. Niemand kann dir etwas machen. Sie sind alle deine.« Ja, ich kenne den Arlecchino. Er ist ein guter Freund von mir. Weißt du vielleicht, wo er ist? Es ist ganz wichtig. Wir glauben, dass er in Gefahr ist. Aber wenn ich dir sage, wo Arlecchino ist, wird mein Grossonkel ihm weh machen. Und mir auch. Wie wär's, wenn ich deinem Grossonkel einfach nicht verrate, dass du es mir gesagt hast? Versprichst du mir das? Hoch und heilig. Also, in der Küche, hinter dem Ofen, hat es eine geheime Türe. Schau dort. Der Arlecchino ist dort eingesperrt. Colombina, wir haben nichts gefunden. Habt ihr wirklich gut gesucht? Meine Leibgarde hat alles auf den Kopf gestellt. Sie haben sogar in der Schublade geschaut. Als ob er geschrumpft wäre. Um zu verhindern, dass Dottore noch wegen Hexerei an den Galgen kommen würde, haben sich alle darauf geeinigt, dem Dogen nichts von Arlecchinos Unfall mit den Zaubertropfen zu berichten. Somit war der Doge der Einzige, der nicht wusste, dass Arlecchino geschrumpft war. Habt ihr auch in der Küche geschaut? Wieso denn in der Küche? Da gibt's nichts Spannendes. Wirklich? Colombina stampfte an den Herren vorbei, ging hinunter in die Küche und schaute sich dort um. Die ganze Truppe folgte ihr. Sieht wirklich aus, als wäre da nichts Spannendes. Colombina war so geschickt gestolpert, dass sie die geheime Tür hinter dem Ofen öffnete. So, nichts Spannendes also. Von dem Raum weiss ich nicht. Sie sind jetzt immer ganz ruhig. Der Doge betrat den Raum und staunte nicht schlecht über die Folterkammer. Interessantes Hobby. Wo Sie da haben, Signore Diego? Pantalone fiel ein kleiner Hut ins Auge, der auf dem Foltertisch lag. Er ließ diesen schnell in seiner Hand verschwinden, so dass der Doge ihn nicht sehen konnte. Arlecchino ist also da gewesen. Aber jetzt ist er wohl weg. Federico, Diego und Raffaele zuckten zusammen, als sie bemerkten, dass der Käfig leer war. Wieso? Zucken Sie alle so? Es ist recht kalt da unten. Diego packte Federico fest an den Schultern, um ihm klarzumachen, er solle jetzt lieber schweigen. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was das für ein Raum ist. Aber es ist auch kein Arlecchino drin, also würde ich Sie bitten, alle mein Haus zu verlassen, damit mein Federico kann weiterüben für sein Konzert morgen Abend. Nein, Signore Pantalone, wir müssen gehen. Aber mein Brüderli. Brigella, Ruhe jetzt. Falls ihr Ablenkung braucht von dieser traurigen Geschichte, wären ihr alle herzlich zum Konzert von meinem Grossneff eingeladen. Keine Lust auf Musik.
Ich bestehe darauf, dass morgen alle ans Konzert kommen. Es wird uns sicher gut tun, Signore. Wie Sie wünschen. Und so verließen alle enttäuscht das Hause Diego. Arlecchino war in der Zwischenzeit mit Täubchen und dem Mäuslein im Labyrinth der Hauswand von Diego schon seit längeren Stunden unterwegs. Ich weiß nicht, was du meinst, Müsli. Bis jetzt ist uns noch keine einzige Ratte über den Weg. Oh. Eine große Gruppe von Ratten stellte sich bedrohlich Arlecchino und seinen Freunden in den Weg. Ich glaube, meine Augen sehen schlecht. Ist das nicht der Diener, der uns aus dem Haus Pantalone warf? Da musst dich irren. Der war viel größer. Wir wollen nur schnell da rausgehen. Niemand kommt hier raus. Dafür sorgen wir. Genau. Die Ratten wollten sich bereits auf Arlecchino stürzen, da erklang plötzlich das Flötenspiel der Zauberflöte. Muss gehorchen. Ja, Meister, wie du befiehlst. Wir machen alles, was du willst. Unter dem Zauber der Flöte, die Federico gerade spielte, um zu üben, verließen die Ratten das Labyrinth. Das ist knapp gewesen. Los, schnell hinterher. Die führen uns aus dem Labyrinth raus. Sie folgten den Ratten bis zum Ausgang. Als sie draußen angekommen waren, staunte Arlecchino nicht schlecht. Es war bereits späte Nacht geworden. Hui, ist das dunkel? Was? Es ist schon 3 am Morgen? Natürlich. Denkst du, die Zeit bleibt stehen, nur weil du in einer Wand spazierst? Endlich kann ich heimgehen. Wenn ihr nichts mehr von mir braucht, würde ich gerne zu meiner Frau gehen. Danke, Müsli. Wenn du mal Hunger hast, komm beim Pantalone vorbei. Da gibt's ganz feinen Käse. Ciao! Das Mäuschen verschwand im Schutz der Dunkelheit. Kannst du in dieser Dunkelheit fliegen? Willst du mich beleidigen? Natürlich kann ich das. Los, sitz auf. Okay, und hopp! Also, ich bin noch nie geflogen und... Die Taube flog im Volltempo los Richtung Hause Pantalone. Juhu, das ist ja fantastisch! Im Hause Pantalone schliefen alle tief und fest, bis auf Brigella. Er saß unruhig im Wohnzimmer neben dem Kamin. Ach, Arlecchino, wo steckst du? Brigella? Oh, Signore, habe ich Sie geweckt? Nein. Ich kann auch nicht schlafen. Wenn ich dich jetzt sowieso antreffe, schau mal, was ich gefunden habe. Aber das ist ja... Es sieht aus wie der Hut von Arlecchino in Klein. Wo haben Sie den gefunden? Psst. Nicht so laut, Brigella. Oh, scusi. Aber wo? Im Haus vom Diego, in dieser Folterkammer. Arlecchino muss dort gewesen sein. Diego, der Schufte. Psst. Hey, ja, sorry. Ich mag mir einfach nicht ausdenken, was könnte passieren sein. Hast du kein Vertrauen in deinen Brüder? Wahrscheinlich ist er abgehauen. Das kann er ja besonders gut. Es klopft aus dem Fenster. Vielleicht ist das der Arlecchino. Hilfe! Ratte! Ende von Kapitel 10. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.